Goedemorgen alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vriend dat je een levenswasser zijn van deze morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kunnen. En ook een boodschap hier op de weg wat ze kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is. En dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn sommige mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, holen, koffie of thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, hij wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie vandaag. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn dus zo schaftig dat je een levenswasser zijn vandaag en we wensen jullie dus een goede Samaris.
Gott, die das Gata, Gott, die das Steuer.
Krater, heuer ist starker. Wenn heuer uns sieht, wer kann gegen uns tun? Gott ist so groß. Heuer ist so mächtig, so kraftvoll. Weil es noch so weit aufbringt, der ist so übermäßig groß, wir können das nicht mehr verstehen. Aber Kraft ist als die Zeit, wo das so voll ist, so weit aufbringt, ich kann das bloß nicht verstehen. Er ist ein Kraft hier. Und das fühlt sich so nur. Es war eine Kraft durch die ist. Mit seinen Frieden, seinen Leib. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Heute das große Ding. Gott will nicht bloß die Bibel tun. Gott will nicht bloß nur mächtig. Heute ist von der mächtig. Heute ist mächtig, Tim in deinem Leben große Ändernis mehr. Heute ist mächtig, Tim Lebens umkehren. Heute ist über alles. Heute ist König. Und heute auf die eine Chance gegeben. Heute auf die eine Entscheidung gegeben, wo du was tun mit deinem Leben. Dass du was verherrlichen und du das sein Bauen für uns. Verherrlichen. Das wird heute von jeder ein von dir bauen. Und du nicht mehr weißt, wo du sollst tun im Leben, du sollst verherrlichen. So wird einmal das in dein Leben, was dort geht. Hoffen, wird einmal das verkäufer sein, Former sein. Verherrlich Gott. Wenn wir unsere Hänge abheben, wenn wir Gott sagen, hier sehe ich. Ich habe einen Riesen, warum ich meine Hänge abheben, vielmal umbeten. Wenn Menschen Hänge abheben, dort ist ein Beweis von, ich gebe mich an. Ich gebe mich an. Wenn ein Polizist will abhören, er sagt, ich heb deine Hänge ab. Und wenn er das tut, dann meint er viel, er gibt sich an, und seine Autorität, und er tut es. Und nach einem denkt, wenn wir unsere Hänge dann abheben, gewöhnlich, wenn wir ein großes Gewinn haben in unserem Leben, dann wollen wir unsere Hänge abheben, ich kann ja gewonnen. Und wenn wir unsere Hänge abheben, und Gott in unseren Armen angeben, dann haben wir gewonnen. So für mich sind das zwei Dinge. Ich gebe mich an Gott und in die Herr ist der Sieg. Die Struggles von diesem Weg, ich weiß, du wirst wahre große Dinge tun. Ich kann auf die vertrauen, dass du kannst beugen, vertuschen. Dankeschön, Führer, für deine Leib. Dankeschön, Jesus. Du kommst gewonnen, denn du hast noch niemals versagt. Dein Versprechen bleibt stehen, har du best hemma tru, hemma tru. Ich sehe dine Hände, trots mina gelotenhet, du hast niemals versagt.
din präst noch wahrer sehen. Die Versprechen der Sturm, har du was einmal trygg, jag ser en tid dig, Guds mine gelotenhet, du försagst emot. Din Versprechen der Sturm, har du was einmal trygg, jag ser en tid dig, Guds mine gelotenhet, du hast emot försagt. Din Versprechen blev stum, har du bäst hemma trygg, hemma trygg. Jag ser dina häng, trots mina gelotenhet, du försagst emot. Din Versprechen blev stum, har du bäst hemma trygg, hemma trygg. Jag ser dina häng, trots mina gelotenhet, du hast emot Vi sätter nåd von Twänje stein, doch hast die Fred wann wie Opferbring. Du hast den Himmel, dort hast den Hus.
Hoch bei die Listen, dort Leut wie sing. In diesen Engels entkommen die Traum. Sie bringen Platz ohne ein verdient. Doch Halleluja von Opferien. Dort sie ne ganz leuchte Melodie. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Durch viel Gott wenn wie brennt, wie ne Flamme, der Schwarz aus euch. Het wordt die Opfer behouden hat. Het wordt mich holen und dienen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Deut auf Gott wo jeder Knäuel vor die liegen Wort. König Gott seinem Dach, soll hier in dir stehen als Halleluja,
Ich will bloß Gott anbeten. Wir wollen gehen, wo du uns lässt. Gott, keiner ist so als du. Wir vertrauen auf dich. Du hast dort was nie getan und du wirst dort auch wieder tun. Wir wollen du gehen, wir wollen an deinen Leib glauben, an deinen Leib uns holen. Amen. Hey, ich kann dir ein Tool sagen. Gott Marius, willkommen hier. Da wird uns einen Livestream kicken und sagen, willkommen, ich freue mich, dass die uns gewählt haben, zu kicken von dir zu Kirk. Auch da wird hier so im Haus sein, uns ja dort scheinen, hier so taub kommen. Sei willkommen hier, wenn hier ja sind. Ich hoffe, dass die vollen jeden Tüß und auch bloß sei willkommen hier so. Hey, wir haben hier in der Kirche einen von unseren Wirten, der sagt, wir wollen den bitte gewöhnlich Gott tun. Dort irrt Gott und dort spornt Menschen an. Ich will Ihnen bloß sagen, was mir passiert in Stutz hier 3. Ich rede mit einer Person, die nicht hier so in der Kirche kommt. Und wir reden von einem Bildprojekt, das wir hier wollen tun. Und dann sagt er zu mir, ich will sehen, ich will kriegen, wie ihr das wollen tun. Und dann frage ich, was meinst du? Was weißt du? Dann sagt er mir vielleicht 2 Dinge ungefähr, was wir nicht wollen tun. Und dann sagt er mir, was wir wollen tun. Und dann sage ich, na, woran? Wo ist die Glauben dort wieder zu Stadt wollen tun? Und dann sagt er, es kann sein, dass jene Kirche will die Dinge gut tun. Und dort trug an, dort heute kommt nicht mal hier in der Kirche und am sparen dort an, dass heute in seinem Leben auch wohl Dinge gut tun. Und dort wäre wir hier wollen sein in der Kirche. Wir sagen, wir wollen mehr für Jesus erreden. Und wo ein Platz ist, wo wir Dinge bitte gewöhnlich gut tun, oder wo Dinge bitte gewöhnlich gut getan worden, durch worden Menschen herangetragen. Und Lebenswasser soll ein von den Städten sein, und wir wollen hier so eine Erfahrung geben mit Jesus. So, wie aus Kirche, wir sind eine Kirche, wo Dinge bitte gewöhnlich Gott hat. Wir wollen Gott mit dort ehren. Gott ist ein Gott, der gleich dort, wenn du Dinge Gott getan worden. Hey, wir wollen dort nächste eine Botschaft hier, Pastor Benny, was du nachkommst, heute ist eine Reihe Botschaften von Schutztiening und von der, was wir reden, von den Hort. Alright, guten Morgen, Sola. Das ist gut, hier zu sein. Ich freue mich, hier sitzen mit Jürgen Taub sein. Ich freue mich, jeder nach dem Träg in Gott in Hüsten ankommen und Arm Taub mit Jürgen Taub anbeten. Hier so fair, wenn wir wiedergehen, dann wollte ich ein bisschen reden von Coronavirus. Ich weiß das Raum, ich weiß, wir haben alle unsere Opinion über das ganze Ding. Und some glauben an, some glauben nicht an. Was immer das ist, was du glaubst, ein Ding, was ich mit dir sprechen, dort respektvoll sein. Mit den Menschen umgehen, wenn es bei diesem Ding kommt. Some Menschen haben da sehr Angst vor. Some sind sehr krank geworden, all davon. Und so, wer wird respektvoll sein, besonders wenn ihr in Städten angehen, wo das verlangt ist, eine Maske zu brauchen, oder eine Hang mit Gel, oder da ist ein Ding gestorben, das. Seid respektvoll. Wegen alles, was ihr tun, ist, ihr tun den nächsten Live beweisen, wann ihr das tun. Und besonders, wenn ihr krank sind, mit Grippe, Husten oder irgendwas dort Dinge, bleibt Hus. Halt ihn wach. Wenn ihr doch nicht schon glaubt, halt ihn wach. Wenn das kriegen dann aus dem Coronavirus oder nicht, das ist dann noch eine weise Idee, ihn wach holen, wenn ihr diese Symptome haben. So, weil ihr plus Mut merkt, weil wir respektvoll sein in unserer Kommunität, weil wir Respekt wiesen zu den Nächsten. Wenn das was die Bibel uns lehrt, wir sollen den Nächsten leben, da ist, wo wir den behandeln dann. Sehr gut. Wir sind eine kleine Stadt, und ein Police, der ist angestellt über die Stadt. So kommt einer, der hier jagt nach Bosig, und er hält ihn ab. Ein junger Mann. Und er sagt zu ihm, Jung, du hast viel zu Bosig gefahren, und so ich werde ein Ticket geben. Und dann sagt das junge Mann, er kann die explainen, warte ein klein mit, was ich sage, was so. Und no, sagt der Police. Du hast zu Bosig gefahren, und ich werde ein Ticket geben, und du brauchst nicht explainen. Und dann will das Jung frisch anfangen zu reden. Oh, jetzt, aber lass mich doch klein was. Ich sage, okay. Sagt das Policeman, ich sehe, du sollst still sein, und du tust nicht, sondern du kommst mit in Jail. Er nimmt ihn mit in Jail, stoppt ihn an. Paar Stunden Luther, ich habe da trägt, 3 Stunden Luther, ich habe da trägt, und dann sagt das Policeman zu den Menschen, der ansagt, was das gute Ding ist, dass der Sheriff, der Oberste von dieser Stadt,
der is van der bij zijn kaas, bij zijn dag, zijn kaas. En so, der war 3,ganz moedig, der war in een gouden moed zijn, van door zijn. So, der war die vielleicht wegkommen lassen mit wenig Straftool. Und dann sagt das Junge, was der ansagt, ich glaube nicht so. Wenn ich sie die Brigum, zu denen sie nicht dachte, wo der auf der Kaas soll sein. So, noch kreuer, der wird so mutig sein. Was ever in Trouble gekommen wegen, was du gesagt hast, ist das Junge da. Er hat so seine Stelle gewaschen, aber nu wieder nicht, so ich habe Trouble. Ich glaube, wir sind alle. Und wo kommen wir her? Die kommen von uns Hort her. Was an uns Hort ist, da kommen wir her. Von der war von Rede von Schutztiening für uns Hort. Wir wissen vielleicht, was Schutztiening sind, aber nu. Schutztiening sind diese Tiening, die da am Weg sind, fort ja beschätzen von Utlesen, von den gefährlichen Städten an jou, von einem Ark Utlesen, von Breger auf jou, oder von wo fort ja verschiedene Wege fahren. Das wird Schutztiening sein, die beschützen, fort ja von Utlesen. Uns fehlt in ons Leben auch Schutztiening, da wir nicht Utlesen. Schutztiening von uns Leben ist bloß an deine Gedanken, eine Lernmole, wo du sagst, hier gehe ich nicht vorbei, aber hier ist weit genug und wieder gehe ich nicht. In der Schutztiening sagt, wie weit noch trägt, dass wir noch auf eine sichere Stadt sind, dass wir noch auf eine safe Stadt sind, wo das nicht gefährlich ist. Salomon, König Salomon in der Bibel, der schreibt von sehr vielen Dingen. Er schreibt von Geld, er schreibt von Freundschaft, er schreibt von Ehe, er schreibt von Business und von der Zukunftsplänen, von allerhand Dingen schreibt er. Wir sagen, wir lernen nur noch viel von seinen Dingen. Aber über alles, sagt er an Sprecher 4,23, sagt er, über alles beschützt dein Hort. Wenn ut dein Hort kommt rein alles, was an dein Leben verjährt. Okay, so wenn alles, was an uns Leben verjährt und bitter kommt, kommt von Bahnen an uns Hort, dann ist es wichtig, dass wir uns Hort beschützen, nicht so? Ein Tag, zum 2000 Jahre zurück, dann wir Jesus mit seinen Jüngern haben. Und da werden große Herren Menschen rum, das ist gewöhnlich wir. Some Menschen wollen mit Jesus zusammen sein, so. Und manche Herren, wir rennen immer, diese Pharisäer, die religiöse Menschen, Troublemaker, spricht er an. Und so, da wir rennen immer, sie wollen Jesus Angst vor seiner Apotheke. Dann wollen sie den seine Angst vor, einmal wollen sie den von der Kante aufschieben, sie wollen den anbringen. Da wäre die ganze Idee, really, dort hängt alles. Und so, wir waren also dort. Und dann, alle wissen mal, wenn es uns das passiert, dann kommt einer von den Nofären, der hat dann sich irgendwie genug Juice abgearbeitet, hat sich wirklich Jesus eine Frau. Und die Frau, wir rennen einmal so gemerkt, dass sie wollen den irgendwo merken, Jesus irgendwo merken, aber durch die Kriege soll was erreicht sein. Und dann wollen sie dem Volk sagen, was du mit an wir, check, das ist erreicht. Sei nicht mal mit uns, dass wir den keinen Tod merken, das wäre die Idee. Und so, das ist ein Tag, wird war das dort. In Matthäus 15, Vers 2, da fängt die Geschichte an, wie wir sagen, dass dort durchgekommen ist. So, wird war das dort, und dann kamen diese Pharisäer noch her. Und dann fragte sie Jesus, was steht das? Warum brechen deine Nachfolger, deine Jünger, unsere Tradition, unsere älteste Tradition? Dass sie sich nicht hängen waschen für dem Eten. Warum brechen die das? Die nannst die hier in gerade Propheten, aber die brechen die das Gesetz. Und wo sie von reden, wir nicht ein gewöhnliches Hängenwaschen für dem Eten, wenn die hängen sind gereist. Das wäre ein Hängenwaschen, wo dann eine ganze Zeremonie haben wir. Und man muss kriegen, was wir tun. Und so das wurde von reden. Wo das geähnt wie im Alten Testament wie für die Priester und für die Pharisäer, was immer, für die Anlehrer an die Kirche. Das soll das tun. Wenn irgendwas anrennt hat, angeschickt, dann soll er sich waschen und am besten war, damit sie rein wird, dass sie okay wir mit Gott, wenn das Gott hat festgeschrieben. Und sie hat dort einen Gesetz gemerkt, für alle Menschen. Wir sollen rein, alle Menschen kriegen das nur voll. Und das wir begeistert dort. Und so Jesus antwortet mit einer Frau. Und er hat das sehr viel mal. Er hat eine Frau für dich, und da steht da, die gleich antworten dann. So seine Frau wird das. Da steht er antwortet, warum sie sich nicht hängen waschen, dann sieht er, dass es das. Warum brecht die Gott sein Gesetz, damit die jene Tradition kann nachkommen? Wegen sie Leute wirklich ein von Gott seine Gesetze brechen.
Sie gleichen das nicht. Das Gesetz, was Moses geschrieben hat, was Gott Moses gegeben hat, das gleichen sie nicht. Und so sie haben sich ein Gesetz gemerkt, um das Gesetz in die Stich gehen. Und so hier ist, wo das Gesetz wir. Dann sage ich, Jesus wieder zu Ende. Wenn Gott sagt, die sollen Mutter und Vater ehren, und irgendwer, wer Mutter und Vater fluchen hat, der soll dort gemerkt werden. Aber Jesaja, wer immer das sagt, dass alles, was ich habe, nur Gott gegeben. Und so, ich kann nicht Mama und Papa helfen mit dort. Dort sagt Jesus dort, und dann sagt Gott, und dann sagt Jesus, das ist wirklich ein Gesetz in der Bibel. Warum du das bringen? So, die Idee hier hängen wir. Gott hat zu Moses gesagt, die Kinder sollen die Ältere, like die Mama und Papa, die alt werden, sollen sie mithelfen. Finanziell mithelfen. Wenn die können nicht mehr schaffen. Und so sei haben sich ein Gesetz gemerkt, wo du bloß kannst abkommen sei mit dem Müll, alles was ich habe, hat in einem Tempel gegeben. Und so die kannst das nicht weggeben, das hat sie in einem Tempel gegeben. Und dann, wenn die Mama und Papa kamen, früher noch Geld oder früher noch Eten oder irgendwas, dann sehen sie ganz gemütlich, dass man sagt, Leute, aber ich kann die bloß nicht helfen, wenn ich mal, ich habe alles nur die Quack gegeben. Und aber hier, wenn ich eindenke, was du bei der Gesetz bei wir, solange sie leben, können sie alles brücken, was sie haben. Noch interessant, nicht so? Und so dort ist das Gesetz, was Jesus sagt, das prägt die wirklich. Ja, und ask euch wirklich, das dort. Und dann sagt Jesus wieder, die sollen ihre Mutter und Vater ehren, hochheben, mit was die haben. Und aber die tun nicht. Wenn die eine Tradition, das die dort haben abgemerkt, und dann sagt er an, die sind Heuchler. Die tun das, von die Gott ehren, aber die tun es wirklich nicht. Dann dreht Jesus sich nur der Herr Menschen und sagt das. Horch mal hier und versteht das einmal ein klein bisschen. Was an den Müll nennt, merkt ihr nicht an. Aber was in den Müll reinkommt, dort merkt ihr an. Wenn sie heute am gefragt, warum waschen die Dinge sich nicht hängen, für sie eten dann, wenn sie wollen, sie deuten sich das, wenn sie wollen haben, soll das Gesetz nur fallen, sie sollen reinbleiben. Und dann sagt Jesus das, was an den Müll nennt, dort merkt ihr nicht an. Das wird ein ganz neuer Gedanke für die ganze Herde Menschen da. Wenn sie wieder von ganz klein an, für weiß nicht wie viele Jahre, einmal gelehrt werden, wasch die hängen. Dort merkt die an. Und Jesus kommt und sagt, no, dort merkt ihr nicht an. Wo die in den Müll kommt, dort merkt die an. So, das wird eine ganz neue Idee für die ganze Menschen. Franz merkt das ganz an. Okay, wir waschen uns einmal hängen für mich. Und Jesus will hier nicht sagen, dass so ist einmal mit dieser Hängewasch. Das will nicht die Idee, was er sagt, wird das Wach von Hängewasch. So, das wird eine neue Idee. Und so ist Pastor John einmal eine Botschaft von Jesus, als das gehängt zwischen das Alte und das neue Gesetz. Das war ein so ein Moment, wo das ganz klar zu sein wird. Jesus wird geboren, ohne das Alte Gesetz und hält das Alte Gesetz. Aber, wenn einmal heranging, er fängt an, diese Ideen irgendwo mit dir hin zu lassen, dass nie kommt, was nie, nie das, was nie im Kommen. Und das war hier auch war. Die Idee, da wird in den Müll reinkommt, merkt die an, und nicht, was an die Müll nennt, das wird ganz umgedreht. Das wird das gehängt, wo heute waschen steht und sieht, die Menschen, was Gott nu will haben von ihnen. Das Gesetz von Moses, da wird sehr so abgestaltet, dass Gott mutig hält. Alles, was da ist, dass Gott ihr in Arm mutig hält. Aber Jesus kann sagen, wie das wird zu einkommen, und sollst du die nächsten behandelst, dort wird ein großer Weg dran. So in Matthäus 15, Vers 11 sagt es das, wo dann den Müll nennt, merkt die nicht an, wo dann den Müll reinkommt, dort merkt die an. Und dann sehen diese Menschen da, ein Teil von der Jünger, der fuhrt über dem, dann sehen sie, wacht den Klimat. So wirklich, das ist eigentlich mein nächsten Behandler, dort merkt mich an, das ist, was du brauchst zu sagen. Und dann sagt die Bibel, viele von denen verleiht. Maar wenn die verleiht alle an, wieder du geblieben mit seinen Jüngern. Und dann kam Petrus da an, und dann sagt er, Jesus, kannst du ein klein bisschen da explainen, was du hier brauchst zu sagen? Porque das ist, was wir noch immer gelehrt haben. Wir sollen uns hängen waschen. Und nu sagst du was anderes? Wo schafft das so reich? Und dann hat Jesus eine kleine Gruppe, und dann fängt er an, Deib zu reden.
Dann wird er sehr serious. Dann sagt er so steht. Sei je auch noch so stamp, dass die das nicht verstehen kann? En andere wieder, wat jij dan? Wat jij is dat niet verstaan? Dan jij dat mal zeggen en dat je dan aan. Dan zegt hij dat wat aan je mul aan je, dat jij in je mouw aan en over dem dan jij dat je charpa uit. Kan je dat verstaan? Kom je met? Aha. Ja, dat kan je verstaan. Oké. Zeg goed. Dan zeg je eens wie dat is dat. Dat zijn de dingen wat du sagst, wat die hem trouble merkt. Dat zijn de dingen wat du redest, wat andere mensen wij doen, wo Gott everdal wordt. Wat uit in mail redt komt, dat merkt die aan. Dat is wat jij zegt. Dat is niet wat in die mail aangeeft. En dan in Matthäus 15:19 zegt es dit. Wils uit den hart komen boze gedanken, moord, eigenbrug, hoererie, stelen, falsche Zeugnis en gotteslasterliche Reden. Dat komt uit in hart. Dit is wat een mens aanmerkt, zegt Jezus in de 20e vers. Aber met ongewaschene hängen eten, merkt keinem aan. So wat du das en wat du sagst, wat andere mensen weten, dat is wat die Gott gegenüber stellt. Dann ist Gott nicht zufrieden, wenn du rechte Dinge das, wenn du ein von diesen Dingen begonnen hast. So, und das ist dort ist, was andere Menschen weten, dort merkt Gott, sei er gegen die sind. Das ist bloß. Er ist ehrlich darüber. Das sagt, das offends Gott. So, wenn dort der Case ist, dann wird Menschen weten, kommt in den Hort, das wird Jesus auch sagen, so ein Himmelteke. Was Menschen weten, dass das Gott will, und was Menschen weten, in den Hort kommt, dann ist es wichtig, dass du aufpassen auf den Hort. Dass du ein Schutz tun bist für den Hort. Wenn alles fängt am Hort an, so Jesus sagt. So ein anderer wieder, du kannst nicht ramgehen und sagen, ich kann gut das Hort. Und bei diesen Dingen tun, und bei diesen Wiedbrück. Oder Menschen doel aan met die nu weer. En wie weten dit alle? We gaan het alle veel mal zijn. Wer van jullie kan samen, wer zijn eigen heeft ten eerste gemerkt met zijn weer? Wer van jullie kan samen, wer zijn career, zijn arbeid heeft, ganz ten eerste gemerkt, zijn business heeft ten eerste gemerkt met zijn weer, met zo'n dingen dat? Ik geloof, we kan het alle. Viele ouderen drijven ihre kinderen voort. Met zijn virus gebruiken, zoals ze behandelen, wat u daar hart uitkomt. En dan wunderen we veel, wat dat aan? Wieso heb ik niet Erfolg in mijn business? Wieso heb ik niet Erfolg in mijn eigen? Wat is in den hart? Kijk door mal, dan was de antwoord zeer hastig klaar, waarom die leven niet schafft. So hier zijn 4 emoties. Wenn du met deze irgendwo in Kontakt kommst, oder du anwäschst, das als an die Bahn, an den Sandbahn, an den Hartbahn, dann soll den Gewässer abdachen. Das würde Schutz in Hand haben. Wenn du anwäschst, das an den Hart, dann steht, dass du abkickst und sagst, okay, so, was soll ich tun? Und wie wundern sie vielmal? Das ist Jackie erst von Rede. Manchmal fallen wir uns weit auf von Gott. Diese Dinge sind sehr vielmal die Ursache, woran wir uns weit auf von Gott fallen. Wir tun nichts mit dem. Die sind an uns hart. Und Gott hat uns die Verantwortung gegeben, nur uns hart abzupassen, aber wir tun nichts mit. Und dann wundern wir, wieso falle ich mich so weit auf von Gott? Das ist die Ursache, wenn wir nichts mit tun. Hier sind die 4 Emotionen, wo wir alle von reden, every part von unserer Zeit. Schuldgefühl, oder Verpflichtgefühl, wird ehrlich sein, gießig, selbstsüchtig sein, oder Aufgangs. Auf Englisch nennt es das Guilt, Anger, Greed und Jealousy. Wenn du irgendwas von diesen Dingen an dein Hart fühlst, dann soll dein Gewässer abdachen und sagen, okay, nu fehlt was zu tun. Aufjanstig sein, das ist eins. Gießig sein, das ist eins.
würdig sein ist noch ein, en schuldgefühl haben, oder verpflichtgefühl, das ist ein andere. Ein Ding, was wir so viel tun, das ist, wir lernen, was ein Ding passiert, was wir was getan haben, oder was gesagt haben, und dann, was wir damit tun. Lern nicht so lange, wenn dann hast du den Schutz zu den Tau weit, aber bekannt gesagt. Dann bist du im Trouble. Wenn du hast, was gesagt, was du andere Menschen weiter, oder was getan, was andere Menschen weiter, dann bist du im Trouble. Dann bist du über den Tun über. Wenn du das falsch an den hört, dann tut du was mit. Hier ist das erste Ding. Nummer 1, Schuldgefühl. Ein Schuldgefühl oder Verpflichtgefühl sagt, ich sehe die, was schuldig. Das ist die Falls. Die ersten Menschen haben die Falls, die bei Sambam was schuldig. Schuldgefühl bietet Wegen ab. Die fangst dich an zu beschützen, wenn du was nicht haben, dass Menschen sagen, was du hast denen getan. Schuldgefühl ist, das merkt ihn schwerer Jäst haben. Die Jäst Rahmen, das geht seine von Angst auf. Mit den Menschen ist irgendwas nicht reich. Ein Schuldgefühl merkt die Plitschigkeit haben, Secrets holen. Du wirst nicht haben, dass Menschen sagen, was du getan hast. Das gilt. Ein Schuldgefühl nimmt dir den Mut weg, der ihm da. Du kannst nicht mutig sein. Wenn du verpflichtet fühlst, das schafft gleich. So, wenn das an den Gewässer ist und wenn das an den Hort fährt, den Gewässer soll abdagen. Das ist ein Problem. Das zweite Ding ist, euer. Dalsan, euer sagt, du bist mich schuldig. Du hast was von mir genommen und du bist mich schuldig. Und entweder du hast mich trägt, was du von mir genommen hast, oder ich war die. Euer kommt an alle unsere Relationen an. Wenn du ein Mensch bist, wo du wirklich ist, du hast eine sehr schwere Zeit haben, Freunde haben. Schaff bloß gut. Viele Menschen sind bekannt für die dolle Familie. Das sind die, was je das, das sind die, was je jant. Und das kommt von her, dass was passiert in deinem Leben, mal sehr lang trägt vielleicht, und vielleicht mal ganz kurz, aber in vielen Kassen sehr lang trägt, und du hast nichts mit getan. Die lässt es bloß. Wenn du das lässt, das fragt dich von Beinen ab. Euer fragt dich von Beinen ab. It will eat you up on the inside. Und es sind zwei Sorten euer. Eine Sorte ist der Lüder, der wird am Dachraum und mit den Füßen alle wegen gehen und braucht und das. Die andere Sorte ist Stell, aber das sizzelt und kleid, ein klein bisschen. Das ist der Rein, aber du beißt die Rein, aber du bist immer da. Aber du das nicht, du sagst nicht, eben nicht, aber du bist immer würdig. Bad sind sehr, sehr schädlich. Sehr schädlich. Das dritte Ding ist, geht's, oder begierig sein. Begierig sein oder gierig sein sagt, ich bin mich schuldig. Ich schaffe für mich selbst. Das habe ich mit geschaffen, das Mieten, wo ich hol. Du bist ganz verwickelt mit dir selbst. Du glaubst rein, alles als dient. Du kannst sagen, Gott sein, dass die Menschen rum die sind, die dort wei und die hungert und die haben nicht zu eten, die fehlt alles Art und du hast Gott. Aber nur ich bin mich schuldig. Ich kann es nicht weggeben. Ich kann eine schwere Zeit Geld loszulassen oder irgendwas loszulassen. Wenn du bist, geht sich. Wenn immer du eine Gelegenheit hast, Geld zu geben, du hältst trägen. Wenn du läufst, du bist dich schuldig. Das fehlt alle für dich. Sehr viel mal, und das liegt vielleicht mal an Kleinbetaler noch als früher, aber ans Stoff, an die Quads, an die Fotia, an das Geld und alles, kommt zwischen uns und unserer Familie. Unsere Kinder mit der Fährte und Kompetenz mit dem Stoff, was du hast, für deine Zeit. Wenn du dort anwäschst in dein Leben, dann hast du Trouble. Dann soll dein Gewässer abtauchen. Deine Kinder, deine Frau sollen nicht in Kompetenz sein mit dem Stoff für deine Zeit. Das ist auch reich. Das ist nicht reich. Nummer 4. Aufgangs. Aufgangs sagt, lebe als mich schuldig. Die Welt ist mir ein gutes Leben schuldig. Die Menschen sind mir ein gutes Leben schuldig. Some other person, irgendein anderer Mensch, hat dort gekriegt, was mich traf. Jan fertig soll mir sein.
Der Boyfriend, dat wir mina, nu hast du den gekregen, ik zie afjanstig. Maar der Girlfriend, den wil ik gaan, nu zie ik afjanstig. Dat kan ik me niet even mee krijgen, dat du den hast. Aber Jana haft der Arbeit gekregen, wat mir jankt, nu hast du den. Dat is afgans. Afgans is een zeer bijzonder ding. Afgans komt op den niveau, wo du die vrees, dat een andere mens ook gelijk heeft. Wanneer du bij den Punkt gekommen bist, dan bist du een zeer leer Punkt in je leven. En wanneer du aanwast dat dit aan die hart verjaart, dat du een klein beetje, verraad me dat Jana is, uitgegleist, omgesteld, met zijn business of met irgendwas. Wenn dort an die onjet, dann ist es sehr hoch Zeit, dass du was mit ihnen hat. Das ist ein sehr böse Ding. Dort wird rauskommen aus die. Was an den hat ist, wird aus die rauskommen. So, wenn du irgendein von diesen Feierdingen an die anwäschst, dass du das sind, dann ist es sehr hoch Zeit, dass du was mit das. Sehr hoch Zeit. Wenn der Wort dein Leben zu nicht bringen, wenn du nicht ist. Der Wort. Und so wir wollen ein bisschen checken, was sind die Solutionen, was ist die Antwort für jeder ein von diesen Dingen apart. Hier sind wir noch einmal Schuldgefühl, würde ich sagen, Geiz und Aufgangs. Wenn du Interesse bist, du Interesse hast und du hast Jesus angenommen, wenn du mit diesen 4 Dingen schaffen das, und du die wirklich unter Kontrolle kriegst an dein Hort, dann wird die viel Dollar Christus legnen. Viel Dollar. Dein Leben wird viel besser sein. Ich garantiere dir, dein Leben wird sehr viel besser sein, wenn du diese Dinge lernst, reich mit umgehen, an dein Hort für dich rauskommen. So, die fehlt ein Schutz für jeder ein von diesen Areas. Hier ist Nummer 1, was ist mit einem Schuldgefühl, oder Guilt, auf Englisch sagen wir das, oder Verpflichtung. Was ist damit? Du sagst vielleicht, okay, gut. Ich weiß, ich habe ein verplaudertes was. Was tut damit? Wo kann ich davon loskommen? Sei einfach. Bekannt. Bekannt, was du hast auch getan, und nicht zu Gott. Das Schuldgefühl, was du rumdrehst, wo du was von loskommen, das weiß Gott auch wieder, dass du das getan hast. Das ist nicht ein Tag, ich habe es Arm und dann sagst du ihm, oh, es ist, was ich habe das und das getan, zu Jan Mensch, der immer leiden. Das ist nicht, dass Gott dann sagt, oh, verlesen, aber was in der Welt? Warum hältst du mich nicht mal up to date, was hier alles angeht, was hier alles da ist? Das ist nicht, das passiert. Gott weiter. Gott weiter. Er ist daher. Er ist ganz daher. Wir sind glücklich gelehrt. Bekannt, den Mensch, was du meist nicht mal kannst, dass du niemals was sein, oder bekannt zu Gott. Das ist, wie wir gewöhnlich gelehrt sind. Aber die Bekannte, was einem heilt, so ist die Bibel dort lehrt, dort ist zu den Menschen bekannt, wem du hast tun. Dort ist dort bekannt, was wirklich die Losmerk von einem Schuldgefühl. Wenn du dort ist, dann hast du eine Solution für den Schuldgefühl, was dort actually loskommt. Ja, und reden mit Gott darüber. Sei ihm, dass die das Leute, ich sage nicht, dass nicht so zu Gott davon reden, am der Rück bekannt. Aber das Bekannte, was die losmerkt von Schuldgefühl, dass den Mensch bekannt und sorry sei und sei dir der Leute für was du getan hast zu denen. Das kann sehr leicht sein, dass von kurz stellst du, was die Relation ist, Freundschaft verlieren, wenn du das tust. Aber ab allein, was du die Freund kriegst und du hast einen tiefen Frieden an die Hand, wenn das ist. So bekannt, wenn du ein Schuldgefühl hast. Das ist eine Solution für dort. Was ist mit euer? Oder was? Wenn du würdig bist, was hast du mit? Auch ganz einfach. Vergib den Mensch, was du zu dir getan hast oder von dir genommen hast. Und es ist nicht genug, sagen, ja, okay, ja, no, meine Eltern, die wären sehr dumm zu mir und so, ich vergebe dir das für dich. Oder mein Boyfriend, das der mich mal behandelt, hat den vergeben. Ja, ist da bien. No. Nimm dir die Zeit, zum Durchdenken. Wegen vielmal, als ich erst sehe, vielmal ist es so lang trägt passiert, dass du nicht mehr denkst, wirklich, was da passiert ist. Nimm dir die Zeit, einmal zurückdenken und sagen, und zurückgehen und abschreiben,
das ist, wo ich wirklich sehe über den Mensch. Und dann der Krieg abschreibt, wo das ist. Und dann kickt er noch. Und dann sagt er, weißt du was, nu soll ich mal da sein. Ich vergebe das Mensch und ich lasse ihn gehen. Und schmiert den Garbage an. Dann hast du einen Punkt in deinem Leben, wo du kannst sagen, den habe ich vergeben. Dort, sie sehr spezifisch mit was du vergeben hast. Dann kannst du loslassen. Und dann lädt wirklich los. Ever und ever. Und bring das niemals weiter zurück ab. Lädt das nicht zurück abkommen. Wenn das an den Hort zurück abkommt, no. Dann sag ich bloß, weißt du, das habe ich vergeben. Lädt das gehen. Ich lädt das gehen. Bet Gott für Hilfe da. Und du sagst gleich, ich soll wirklich den Mensch, der mich so böse behandelt hat, den soll ich gehen lassen? Ja, ganz klar. Das ist der einzige Weg, wo du von diesem Wort was loskommen und nicht mal bloß lässt du den Mensch gehen, du lässt die selbst gehen. Du lässt die frei, mal das Leben leben, was Gott dir erlaubt hat, wenn du vergeben hast. Was war ein freier Mensch, kannst du wieder gehen. Und wenn du deinen eigenen Partner hast, kriegst du, dann gibst du deine eigene Chance, dass du kannst mal wieder eine gute Ehe haben. Aber wenn du bleibst, bin das festhält, ich habe mich das behandelt und den wo ich nicht vergeben, der Mensch, der das dollste in ihr Leben, der passt du. Vielleicht hat dein Partner gründlich so was bei sich getan, das kann sehr leicht sein. Aber wenn der hat seinen Part getan und hat bekannt, das ist ans erste Ding wir, und der das wirklich leid, oder der das wirklich leid, und er fragt um Vergebung, von hier wieder, ist es up to dir, ob deine Ehe was schaffen oder nicht. Wenn du nicht vergibst, dann bist du von hier wieder der Schuldner, zu was deine Ehe nicht schafft. Nicht dein Partner. So mit euer dealen das, oder mit was? Vergib. Das ist die Solution. Nächste Ding ist, Geiz. Begierig sein, selbstsüchtig sein. Was ist mit Geiz? Die Solution ist, gib. Lut los. Jedes Mal, wenn du eine Opportunität hast zum Geben, du wirst an, dass die, der ein klein wird, gesagt hat, ich hoffe, dass einmal jetzt in Start zu Raum, dass ich nicht hier dich bekomme. Aber du bringst den klein mit so in Stich, ich war lustig mit zu gehen, dass der mir nicht wahr sein. Wenn dort an die ist, dann hast du Geiz. Und dort soll die Boden an den gewesen. Das soll. Und hier ist wegen Wort. 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt es das. Der Leib von Geld ist der Wardel von rein alles Böse. Okay? Das ist noch Englisch, nicht so? Noch einmal. Der Leib von Geld ist der Wardel von alles Böse. Und die kostet noch was anderes, der Leib von Dingen. Material. So, wenn du jetzt an die hast, dann stehst du nicht reich mit Gott. Gott leicht das nicht. Wenn Menschen jetzt sind. Heißen Gott, was er geben wird. Der einzige Weg, wo du das Problem fixen, ist geben. Lehr die geben. Tu das mal. Und du noch, wo du bist im Leben, du noch, wer du bist, du noch, wie viel du verdienst und was du hast. Vielleicht 100 Peso der Weg geben, ist viel für dich. Dann du noch, was du verdienst. Vielleicht ist 500 Peso viel für dich. Aber eure Leute, wo ich die Terror, komm bei dem Punkt, wo die manchmal was sagen, weißt du, was geht's, nicht habe vor dich. Nicht selber da. An mein Hort wirst du nicht mehr fair sein. Vielleicht bist du hier und du hast einen Teil, der nie ein Pickup, was du dir das Jahr gekauft hast. Ich glaube, check nur den, nimm den und sag, weißt du was, das hier war ich. Das Pickup war hier, wenn ich will nicht haben, das geht soll an mein Hort harsch. Aber noch eine Stück wieder. Und vor der Arena, man nachsoll den Baum, wo der Verfall im Wasser ist, gib den mal wahr, nur eine Organisation, aber nur ein Mensch, wo andere Menschen Verfall mit halber. Nicht nur deine Kinder, auch nicht nur deine Eltern. Jafte, nur wem, wo der ganz aus der Familie rührt ist, wahr, wo die einfach loslassen musst, ganz. Jafte das wahr. Und vor der Arena. Some von ihnen kann das tun. Some von ihnen soll das tun. Die weiter das an ihnen hört, dass die sollen. Weil sie sind tough und diese Dinge. Und Gott checkt nicht, nur wo viel Geld du hast.
Du kannst nicht die reich vor dir mit sagen, oh, ich will $10.000 je Check geschrieben, nur die eine Organisation geben. Nu fühle ich mich fair, nu habe ich mich hingewascht. Das kannst du nicht tun. Nicht für Gott. Wo weiß ich das? Wegen hier ist eine sehr interessante Geschichte in der Bibel. Jesus saß beim Tempel, bis sie der steht, wo der Geld angelegt wird. Und er kriegt, wie jeder einer dafür betet. Das sei anmennonitisch von Jesus. Wenn wir Mennoniten sagen, dass die linke Hand soll nicht weiter, was die rechte Hand gegeben hat. Das ist einfach eine Regel, was wir besser haben, nicht so? Aber Jesus sagt sich der Duel, dann kriegt jeder einer, was dafür betet. Okay? Ich habe den nächsten. Alright, da habe ich so viel angetan. Und so hier ist was passiert. Seine Jünger standen Rücken kickte, wegen das schreiben wir das ab. Und so dann kam da ein Mann vorbei in der Jahr, ich sage viel, und today haben sie nicht bepinet Geld, so die Leute haben eine große Bett stehen, so die leicht ein Teil Geld nehmen. Kommen wir mal aus einer Stadt vorbei, und einmal kam da eine kleine Frau vorbei, und die haben ein paar kleine Sandjes. Und sie leicht dort, und dann sagt Jesus, hey Jünger, sag ihr das? Sag ihr das, Frau? Na ja, wie sag ich, what's so ein big deal? Da jäuf mehr als der andere aller taub. Dat wie war das zo'n ding waar de hang wordt gebruikt, wo Jesus wat niet aanbracht. De vrouw, de juif, alles wat ze had. En Jane juif bloß een klein beetje van de overvloed. So, don't know hoeveel de has. Nicht nur eine Samenkecke. Gott checkt nur Prozent. Heißt nicht impressed. Mit den $10.000 je check, wenn du sehr gut weißt, dass die Kost sehr gut $1 Million je. Wenn du was loskommen von den Gehtstrubel, dann gib. Wenn du anwärst an den Hort, dass dir das schwer fällt, Geld loszulassen oder Dinge loszulassen, und du warst frei worden davon, du warst wirklich frei worden davon, sieh ein Mensch, was er jaft. Gib so lange, bis dir das anfängt scheint zu geben. Because du hast dir das nicht abgeschafft. Gott hat dir die Gesundheit und die Gelegenheit und die Weisheit und alle Menschen in dein Leben eingestellt haben, dass du das kosten. Das ist Gott, von wo alles herkommt. Nicht du. So, wenn du irgendein von diesen Dingen an die feilen lässt, da was mit. Lass das nicht haben. Lass das nicht legen. Noch einmal, der Feier Dinge. Schuldgefühl. Bekannt den Mensch, wem die hast weh tun. Euer, vergib. Schreib ab, was dir über euer vergib. Jetzt, gib so lange, bis du mutig bist. Und so viel, bis du mutig warst. Und dann das letzte Ding ist Jealousy, Aufgangs. Aufgangs, Freude mit dem Mensch mit, was dort die Treue hat, was du glaubst, was dient ist. Wirklich Freude mit dem Mensch. Nimm dir die Zeit zum Abschreiben, einen Brief schreiben, einen Schmack kurz schreiben, einen Brief schreiben, aber selbst zu Hand gehen und sagen, weißt du, was ich freue mich mit dem Mensch, dass du hast könntet tun, was wie alle beide wissen. Vielleicht ist das dein Freund, wie wirst du alle beide, dass mir Janka das. Weißt du, was ich freue mich mit dem Mensch? Von Hort, Gott sehen die. Dort von Hort. Wegen Aufgangs in der Wirklichkeit, was Aufgangs ist nicht, dass du so sehr fühlst, dass der andere Mensch auf die Treue, was die jankert. Ein Tag euer ist, du glaubst, dass Gott hat den dort gegeben, was die traf. Du glaubst wirklich an den Hort, Gott sehnt den Mensch, Dollar aus die. Und hier ist noch ein Tag euer. Sehr viel mal denken, wir sowieso sehen Gott ja ein böser Mensch und nicht mich ferner Mensch. Wo schafft dort? Ja, ein Leben, gottloses Leben, das Leben ganz zurück und haben alles, was mir wird janken, und ich lebe ein göttliches Leben und ich kann nichts. Dann hast du mit Aufgangs zu tun, wenn du in dein Leben denkst. Aufgangs sind sehr gefährliche Dinge. Spreche 27, Vers 4 sagt es dort. Rach, es sei euch, in euer, es ist eine Überschwemmung. Aber wer kann für ein Aufgangs den Mensch tun? Aufgangs, es sei sehr schlecht. Meist einmal Menschen, die aufgangs sind, die Heiligen Eva eher schlechte Dinge, die in ihrem Leben passieren, mit den anderen seine guten Dinge. Das ist das gewöhnliche Meterwort.
Dat is erg. So, wenn du was los war von Aufgangs, nimm dir die Zeit zum extra nur den Mensch vor, oder den Funkel geben, eine Sache schreiben, oder einen Brief schreiben, irgendwas, wo das steht, wo du wirklich von heute den Mensch sagst, weißt du, ich freue mich für das Leid, was du gehört hast, für den Sehen, was du gehört hast. Ich freue mich mit dir mit. Und die Antwort, dass du Aufgangs an den Hort hast, dass du die nicht mitfräst mit den Nächsten. Dort soll dein Gewässer abdachen sein, weißt du was, Musik bei an den Tön gekommen. Dort soll dein Tön sein. Da wird du mit. Da wird du mit. An den Hort, da wird mit. So noch einmal. Die 4 Dinge. Guilt, Anger, Greed und Jealousy. Schuldgefühl, Euer, Gids und Aufgangs. Das sind die 4 Dinge, wo wir einen Schutz tun bei an uns Hort. Wo wir uns beschützen dürfen. Du aber nicht angehen. Jeder Tag am Ende von Tag, wenn du die durchleist, frau dein Hort, frau Gott. Versteht mit mein Hort. Habe ich Angst von diesen Dingen an mich? Gott wies mich. Und dann lass gehen. Beschütze dein Hort. Wegen alles, was in deinem Leben passiert, kämpf von dir. Wichtig, dass du das ist. Nach einem Säuer war ich von die beschütze von das. Hier im Schluss. Und das ist das. Wir haben offene Small Groups, offene kleine Gruppen. Du hängst an die Wand und gehst, die sein, die das Sternchen anhaben, die sind ab. Fand das Nummer von den Lehrern, was da oben ist. Und gut bei einer kleinen Gruppe. Merken mit Menschen nun, was Ramgen sind, was sie gut können, was sie können sagen. Check mal, ich glaube, das hier ist jetzt ein bisschen auslesen. Ich glaube, das ist Abhause für den Euer. Ich glaube, das ist Abhause für den Aufgangs. Ich glaube, das ist Abhause für den Gids. Lot uns so viel wie kennen von anderen Menschen, dass die kennen an ihrem Leben anreden, und ihnen helfen, ihnen beschützen, ihnen Hort beschützen, dass die nicht dürfen ein Leben leben, was zu nicht gebracht wird. Bloß wegen ihren Hort nicht beschützt haben. Noch einmal war das derselbe Bibelvers, Sprüche 4, Vers 23, sagt es das. Über alles beschützt ihren Hort. Wegen von durch kommt rein alles, was an ihrem Leben hergeht. Weiter beten. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass du an dein Wort uns wiest, wo wir sollen uns Hort abpassen. Vater, wir wollen uns Hort abpassen, bloß manchmal weit wir nicht wo. Help uns, dass wir durch dein Wort können lernen und in seine, wo die Areas sind, wo uns Beschützung fehlt und wo die Areas sind, wo wir sollen sein abpassen. Help uns mit Menschen zu kommen, wo uns wiesen sei, wo wir können was in diesen Area, wo wir können besser werden. Dankeschön, Vater, in Jesu Namen. Hey, wir werden uns bloß noch ein klein bisschen länger tauchen. Vielleicht ist hier so von der und wer der sagt, dass ich noch lange von diesem Korn drauf gefallen, von was Pastor Benny redet, dass du wie keinen Schutz tun und ich lege da zu ein. Da will ich die bloß anladen, dass du kommst, der ist ab den Weichen an, dass du den Schutz tun, du Hansatz, wo die den fehlen wird. Aber vielleicht bist du hier und sagst, dass ich erkenne von dir und dass mir fehlt noch einmal Jesus in mein Hort. Dass du hast nicht Jesus und dass du wirst ihn von dir und annehmen. Ich will bloß ganz kurz die Läden in ein Gebet, wo du kannst Jesus annehmen und an deine Schutztüning in der Rechte steht sagen. Jesus annehmen ist sehr, sehr leicht und einfach. Du brauchst bloß mit den Müll bekannt in dein Hort glauben, dann hast du Jesus angenommen. So, bet bloß mit mir mit, wenn wir Jesus annehmen. Jesus, ich kann bekannt mit meinem Müll. Mir fehlt das an dich. Ich glaube in mein Hort. Du hast mir Rat. Veränder mein Denken. Veränder mein Leben. Dankeschön, Jesus. Amen. Hey, wir freuen uns für die Menschen, die Jesus haben angenommen. Und wenn du von dir bist, was Jesus hat angenommen, ich will die bloß Mut merken, lud die Taufen, hier wird die ganzen Karten in den Taufhaus sein, lud die Taufen, und dann wir als Kirche wollen mit die gehen, wir wollen die helfen, dass die kannst wissen. Hey, gewöhnlich in diesen Zeit, da wir dort abversammeln, und ich will bloß sagen, dass wir nicht mehr die Curve-Raum reden für das Opfer, wir haben dort hängen, kostet abgestellt, wo je kein Opfer haben,
anbringen. So, wenn du geben was, dort zu hingehen, wir wollen nicht mehr hier so in die Quark von reden, oder wir wollen lange nicht jeder Sonntag davon reden. So, wenn du geben was, ich merke bloß mal, dass die geben dann, wie alle taub sind, Quark, und ich glaube, wir sollen uns alle taub in Dankeschön sein, für jeden, dass das möglich ist, was wir hier so können tun. Das nächste Mal werden ein paar Bekanntmerkungen sein, so kick nur den Screen. Ja, dan morgens levenswasser. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht en dit zijn onze bekonmerkingen voor deze werk. Jullie den Pfaffenplum wie Torfaste haben. Wir haben noch ein paar Monate Drehwohl down, aber wenn wir nicht klarkommen, müssen wir das einmal wieder abschieben. Und ich kriege so fertig weg zu Jullie den Pfaffen. Wenn die hier von der Morris Bass und die hast die Plum zu befrieren das Jahr, die Plum eine premarital Clause unterfallen, Jullie den Pfaffen, und das wird jeder Sonntag sein, bis August den 23. Da wird eine erste Klausstufe sein, Klock 11 für Morris. So wenn ihr in Hand Plum zu befrieren das Jahr, sendet ihr noch in den Informationen für premarital Clausen, nie Jullie den Pfaffen. Ich will Ihnen bloß gleich alle denkt haben, dass jeder Sender, half Alphas Morris, eine zweite Klarstufe haben in der Gebetszeit. Und ich will Ihnen einladen, durch vorbeizukommen, dass eine gute Gelegenheit für uns Lohn, für unsere Kirche und für unsere Menschen zu beten. Besonders in dieser Zeit von Unsicherheit, da Menschen fehlt die Beten so konkret und wir haben alle zu beten für unsere ganze Umgebung. Und dann zuletzt, wir haben ein Lebenswasser Kummer, das ist ein bisschen sieht Kirche. Du kannst vorbeikommen, wenn ihr dort eten fehlen habt, in der Kummer ist ein Klima sehr ladig. En de die komen wanneer je een pak in te opstellen, gons en zons. Oder wenn je gleich eine Lebenswasser kommen zu ihr starten, die kann dort Geld in Hand bringen. Das ist alles von mir, von der hat ein gesehende Werk. Hey, wir hatten ein Gebetsteam hier so bei der Kirche. Sie wollen hier so fern sein. Sie sind hier so fern. Wenn die Gebet fehlen, kommen nur fern. Sie wollen für die beten. Vielleicht erst dort die fehlt Gebet für deine Ehe, vielleicht für deine Kinder, für deine Arbeit, für deine Arndt. Vielleicht weißt du gleich, wo du was Handwesen, wo die Gebet verfehlt, aber die falls die fehlt Gebet, sie sind hier so, kommt nur fern und dann wollen sie für die beten. Und wir sind bei den angekommen, ich würde fragen, dass wir abstehen und wir in Sehen beten, aber jüten und selber entloten. Jesus, ich frage bloß ein Sehen über diese Versammlung, beschützen durch diesen Weg, was wir uns hier nächste Weg wahr sein. In die Namen Jesus. Amen. Sei uns hier nächste Weg.